Gute Moin alle Guer. Den Integrationsprozess ass neicht wat innerhalb engem Joer aufgeschloss ass. An genau dofir hun mir als Familien- an Integrationsminister no als een Appellerproje lächt Joer en neuen Appell am Kader vum Plan d'Action National fir Integration 2022 lacéiert. Am ganzen goufe 7 Projekte selektionéiert, déi vum Mai 2022 bis Dezember 2023 lafen, mam Schwerpunkt op politische an bierger Bedelegung, notamment auch en vue vun de Gemengewahlen den 11. Juni 2023. Wie man ass op de Weg. Haut nowen simmer zu Dayfording, wo Forward eng Gaming an E-Sport-Agenz eis hirem Projekt Fit for Gaming Mino bringt. Mat ihrer innovative Idee willen sie Jonken durch Betreitaktivitäten rund dem Gaming Nummer 1 Hobby bei Jungetlecher, Integration an soziale Kompetenzen beibringen an Zusammenleben favorisieren. Da kommt mat, wie gehen wir gucken. Sind die Kevin Hoffmann sind die vu Forward ass eng Agenz déi Gaming an E-Sports-Proen entwickelt a realisiert. De Projekt Fit for Gaming besteht daraus, dass man eng physische Qualität hu, wo man Konsolen an Gaming-PCs hunn, wo Junker können gratis kommen, an ze Summe spielen, an neue Leute kennenlernen, an zusätzlich machen wir nach Aktivitäten, wo sie hier Softskills developieren können. Zielgruppe vom Projekt sind natürlich die Jung, an spezifisch junge Refugien, aber auch Lokalleute. Die Idee vom Projekt ist, für die Jungen zusammenzubringen, an sie aus ihrer Bubble rauszuholen. Wir schaffen mit verschiedenen Gemengen zusammen, unter anderem Dayfording, Stadt an Asch, und wenn alles gut geht, auch Ettelbrück an Diedeling. Wir werden an allgemein 3 Monate sehen, von Gemeng zu Gemeng hin und her gehen, wie das Projekt an den verschiedenen Gemengen feststellen, und wie das so viel wie möglich Junker können davon profitieren, beim Projekt zu sein. Gemengen helfen uns natürlich dabei, für Lokalitäten an den verschiedenen Gemengen zu kriegen und auch für Werbung bei den Jungen zu machen. Das ist ein Pilotprojekt, und natürlich, wenn das Projekt erfolgreich ist, dann ist die Idee schon, dass wir das Projekt nur permanent an den verschiedenen Gemengen etablieren können. Wir sind ganz froh, dass das Ministerium der Integration uns bei dem Projekt unterstützt, weil die Projekte sind aber mehr innovativ als aus dem Standard raus.